herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch. Heute mit ganz besonderem Besuch, nämlich die Kuchengöttin Anna ist bei mir. Und sie hat uns wirklich ein super Rezept mitgebracht. Aber zuerst erzähle ich mal, von wo ich die Anna kenne. Die Anna ist in einer Kochgruppe, wo ich auch Teil bin, auf Facebook. Und wir tun eigentlich praktisch täglich unsere super Rezepte untereinander austauschen. Es ist so ein Grüppchen von etwa 3000 Leuten. Und ich habe sie dort kennen und auch schon mal treffen. Und jetzt ist sie hier bei mir in der Küche, weil sie mal ein Rezept aufgeladen hat, wo der Herr Hässler fast durchgedreht ist. Er liebt Kräuterbutter und sie hat eine Kräuterbutter aufgeladen. Das hat ausgesehen wie ein Träumchen. Also es sieht eigentlich alles aus wie ein Träumchen, das sie auflädt. Sie kann kochen und backen wie eine Fee. Also wirklich, es sieht auch noch schön aus, nicht so wie bei mir, einfach so «Hallo essen». Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, würde ich so gerne sagen. Und sie tut jetzt das Geheimnis um die ominöse Kochbutter mit uns teilen. Und ich würde sagen, wir starten mit den Zutaten. Was brauchen wir für die Kräuterbutter? Tell me. Butter. Gute Schweizer Butter. Ja. Ganz wichtig. Zimmertemperatur, noch wichtiger. Gehackte Kräutchen. Also, Schnittlauch. Genau, schnittlich. Peterli. Maggikraut. Wo eben anscheinend hier Liebstöcke. Also das ist anscheinend das Gleiche. Und ihr wisst, ich liebe Maggi. Salbei. Gemischte Grillkräutchen, da ist noch Rosmarin drin und Majoran meistens. So ein Kräutermix. Genau. In der Saison gerne noch mal ein bisschen Bärlauch. Ah, ja, man kann die natürlich variieren. Genau. Ich lege meinen Vorrat meistens im Frühling an, wenn der Bärlauch im Garten nachher ist. Fast noch wichtiger ist Knoblauch, Zitrone, Schale und Saft. Cognac. Für mich? Nein, sicher. Und Worcestershire-Sauce, oder wie wir so gerne sagen, Worcester-Sauce. Genau, die unaussprechliche Sauce. Senf, Currypulver und Salz. That's it. Und jetzt fangen wir an mit was? Butter schaumig schlagen. Ganz wichtig, dass die sehr schaumig ist. Bist du auch ein KitchenAid-Anhänger? Oder du hast sicher... Nein, ich habe einen Kenwood Cooking Chef. Das sind die viel backen und die einfach ein bisschen mehr Speiz brauchen. Weil die sind einfach schön, aber sie sind nicht so wahnsinnig stark. Ja. Ich bin sehr oberflächlich. Ich habe einfach nur den Kopf, dass sie rosarot ist. Die Butter sieht jetzt wirklich ganz weiss aus. Und jetzt habe ich den Befehl bekommen, Salz reinzusalzen. Die Empfehlung. Der Befehl. Genau. Und jetzt noch einmal. Verschlagen, bis das Salz aufgelöst ist. Gut. Tada! Und jetzt ist die Butter hoffentlich gesehen, durchs ganz weiss. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das passiert mit diesem Ding. Und jetzt geht es ans Würzen von dieser Butter. Und ich glaube, du musst mir jetzt ein bisschen helfen, weil von den Mengenangaben habe ich keinen Plan. Soll ich mal einfach Knoblauch pressen? Ja. Wie viel soll ich nehmen? Ich habe jetzt hier etwa 50. Wie gesagt, das kann man alles, wie man es gerne hat, eigentlich. Also viel in diesem Fall. Viel? Genau, soll ich anfangen? Du kannst mal, ja. In Pole Position für die Zitronenmarmelade ist sehr wichtig. Wichtig ist, wie immer, die Zitrone das Weisse nicht mit abzureiben. Warum? Weil es nicht bitter wird. Richtig. Zitronensaft. Oh, ich mache immer eine Malerei. So. Ja. Voilà. Jetzt tun wir zuerst mal Kräutchen, würde ich sagen. Du hast jetzt so hier alles drin, oder einfach mit der Handgelenk mal pieken? Schnittlauch, Peterli, alles schmeiß rein. Gut. Maggi. Grillkräutchen. Alles. Ja, tust mal so 2/3. So. Wir können dann noch nachher tun, ja. Grillkräutchen alle rein. Und dann Salbei. Salbei.
Hast du gerne, dann tust du viel Mega. rein. Immer so viel, wie man gerne hat. Gut, da tue ich alles drin. Gut, Maggi-Kraut reinkommen. Senf. Dann noch ein Löffel, genau. Da geben wir auch alles drin. Die restlichen Flüssigkeiten am Schluss nach und nach dazu. Also, Wustersauce. Ein Schlügel Gönniäckchen. So. Ich würde alles einfach nach und nach. Genau. Ups. Voilà. So. Dennis, du degustieren. Jetzt geht es probieren. Yeah. Ein bisschen Pfeffer vielleicht noch. Ich finde es herrlich. Sehr gut. Ja, Was fehlt noch? Gut, nicht es mehr. kann noch das Mühe Salz drin. Also, noch ein Und bisschen noch ein Salz. bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann tut uns Anna zeigen, wie man wunderbare Hübli macht. Seid gespannt. Man braucht natürlich einen Dressiersack, eine Tülle, nicht zu viel drin füllen. Sonst läuft es bei mir, ja, bei mir ist es darum, ja, das hast du auch schon gemacht, dann ist es bei mir wirklich hinten so rausgespritzt. Hinter. Hinten dran? Sonst, wenn man es füllt, kann man das auch noch in die Tülle stossen, dann läuft es nicht unten raus. Ah, okay. Drehen, Dennis. Ah, das ist vielleicht ein Weg. Oder da die Frischhalte Bütelklemmerli. Haben wir auch. Kennt die auch. Genau. Und nachher tun wir da einfach. Wonderful. Voilà. Und jetzt kann man die einfach so in die Gefrier rein tun. Genau. Und dann kann man sie in einen Sack rein tun, Genau. aufbewahren. Und darum haben wir so eine mega Masse. Wir haben jetzt natürlich wirklich richtig viel gemacht, weil ich liebe Kräuterbutter. Ja. Und ich sage euch, das ist ein Rezept, das könnt ihr einfach nachmachen. Es ist herrlich. Jedes Fleisch, jedes Tofu-Würstchen, jedes Sojaböhnchen kann man mit dem hier wirklich wunderbar Am besten verfeinern. wird das Fleisch damit. Aber am besten wird wirklich so ein feines Man kann Stück als feines Entrecot. Kaffee den Paris-Sösseli zum Entrecot zum Beispiel. Die Butter schön aufschäumen, ein Schlückchen Rahm dazu. Und dann hat man ein perfektes Sösseli. Genau. Merci viel mal, dass du da warst. Merci für die Einladung. Und ich würde jetzt sagen, ab in die Frühe und mit dem Rest gehen wir gleich auf den Grill. Ich habe nämlich Hunger. Merci vielmals. Tschüss zusammen.